Herzlich willkommen alle Goer bei Von Fall zu Fall, eng neue Affaire, Hunde am meinem Leben. Und das heißt, ich muss auf Gericht, oder dass sie mit einem nicht Dienst, und das ist ja wie Mensch, da riefst du Kollegium, frisst du Wirt, Alter, die Klasse wird, der kann da nicht helfen. Da muss ich nach Code holen, kann ich ihn, wen holen ich? Kann ich das mit Steuer? Muss ich überhaupt den holen? Soll ich das vorher, dran den am Strand, den hört mich auf Gericht, das war doch immer. Und da so ich kann das selber dem Richter erzählen, dann wird es geht, ich bei der Gurke, dann telefoniere ich da mal durchzuholen. Muss ich nach Code holen? Der ich ganz länger auf Gericht kommen, Richter, ist sie mein nicht auf Code. Ja, das hängt davon ab, von Fall zu Fall. Ja. Es gibt Affären, da kann ihn sich selber verteidigen oder auch selber aufklären. Also kann man einfach mal ganz einfach Beispiele. Bei einem Loyer, du hast einen Lokatär, der bezahlt sein Loyer nicht. Da kannst du selber dem Friedensrichter schreiben, das nennen wir dann eine Requête, mit der so ein Brief, wo es mal ist, in den an den, schon den an den Appartement verlohnt, an den wird so viel mehr nicht mehr bezahlt. Der ruft der, wann ich geliefert, an der Verurteilterin zum Bezahlen, anliest den Kontrakt ab. Und da sind wir schon am Detail, den Teufel leidt oft am Detail, wir haben dann so Fälle, wo Leute das da geschrieben haben, dann haben sie vergessen zu schreiben, anliest den Beil ab. Das heißt, die Lokatär wird zwar verurteilt, die 3 Monate zu bezahlen, die schuldig wäre. Wir sitzen da immer dran. Und da sieht den, ja, merkt natürlich, dass der Beil da nicht abgelesen ist, Herr Richter. Aber ja, der Richter kann dann nicht mehr das geben, was du fräst. Und das sind so Kleinigkeiten, die auf der Quote wissen, und die der normalstiftlich vielleicht nicht immer weiß. Und dafür hört ihn eigentlich besser, wenn wirklich etwas geht, bei einer Verkot zu kommen. Wie gesagt, du musst nicht. Ja, aber guck mal, lo nervt mich aber eine Sache. Lo hast den lo dran an dem Fall, der lohnt bei mir bezahlt sein Loyer nicht. Das heißt, den hast du par rapport zu mir am Fehler. Du musst aber von ihr engagieren. Das heißt, ich muss so hinausgehen, nehme an dem Fall, für besser rauszukommen, habe ich schon besser nach Code zu holen. Nervt mich aber, lo muss ich nach Code bezahlen, weil den anderen mein Loyer nicht bezahlt. Kann ich dann noch so, und du bezahlst mein Loyer, an den auf Code, den ich schon müsste, wenn es der holen. Das ist eine große Ungerechtigkeit, muss ich wirklich so von unserem Rechtssystem. All Mensch muss seinen Verkot bezahlen, egal ob er gewinnt oder verliert. Der Richter kann, und das ist ein Artikel in 240 vom Nouveau Code de Procédure Civile, der Richter kann sagen, ich allouiere eine Indemnité de Procédure. Die Indemnité de Procédure wird aber nur freiem Ermaßen vom Richter ausgedeelt, also à la tête du client. Richter sieht vielleicht auch, du gehst scheinst der Patrouille, der verdient genug um mir, der kriegt keinen. Oder sieht man, den Namen wird, gell, 25% Rückgang an der Horeska, komme ich in die Menge. 17%. Und das ist eine schreckliche Ungerechtigkeit, weil das wirklich eine Lotterie. Deiner Verkot geht dem Richter, der kriegst du, deiner Verkot geht dem Richter nicht, der kriegst du keinen. Ja. Das ist einfach nicht gerecht, weil total nur freie Ermaßen ist. Das Problem ist ja, Claude zu Unrecht immer in die viel Sohn hat, Claude wo gar keinen Sohn hat, à l'usure gewinnt. Ja, das ist einfach, gucken Sie den Prozess über Jahre raus, und schon viel Sohn, ich bezahle meine Menge verkoten, ich da sowieso viel mehr schaffen, mir ist das ganz egal. Und du hast gar keinen Sohn, irgendwann geht das Luft aus, du musst da irgendeine Sicherheit sein. Ja, also wenn du gar keinen Sohn hast, da kriegst du einen Advokat vom Staat bezahlt. Ja. Und das nennen wir Assistance judiciaire. Jeder, den neig oder wenig verdient, auf jeden Fall, an der keine Immobilien hat, ganz wichtig, kriegt ein Advokat vom Staat gestellt. Der Täter kann sich selber sichern, der Advokat wird vom Staat bezahlt, aber nur einem Barème, der bei weitem nicht den ist, was ein normaler Advokat an freien Dingen vom Klient auch da, also wir müssen darüber schwätzen, was froh nicht dafür. Geil, am Normalfall sieht ein Advokat, man ja guckt, wie viele Stunden muss ich schaffen, wie schwierig ist es. Es ist einfach wie sinnig. Ja, die Advokaten, die einfach mehr bekannt sind oder mehr Erfahrung haben, die können vielleicht etwas mehr froh, wie in der gerade Luft hängen. Gute Kaffee. Und dann, ja, und da gucken sie auch, wie das mein Klient. Effektiv, das steht an also Regeln, dass du auch die Honoräre par rapport zu dem Klient aufmüsst. Wenn du einen Namen wird, könnt die Menschen besser preisen, als du kannst. Ja. Voilà. Das ist total frei, ein Advokat. Ja, das ist prinzipiell total frei, das man dem Klient aufzumachen, wenn aber nicht konkret etwas aufgemacht ist.
an du hast l'Impression, man verkauft man viel zu viel gefroht. Da kannst du seg honorären Taxeier los. Da gehst du bei der Conseil de l'Ordre an, da siehst du, guck dich mal den Dossier ob die Reding mal da nicht zu viel gefroht wird. Das darfst. Das darfst du. Anders das ging ich doch geheiert anständig. Du gehst du geheiert, den Verteidigungsbericht nach Verkot geschrieben, hat erklärt, was du alles geschafft hast, er beweist das mal. Und da gehst du gerufen, nach Verkot gedacht gerufen, und dann wie hat die Comedie gefangen, ne? Und siehst du mal, ja, ich habe mir aber gehofft, ich gebe unschuldig geschehen gehen, und das ist aber nicht geschehen, dann dürfen Kontestieren nicht honorieren. Und dann sieht vielleicht den du soll vermitteln vom Conseil de l'Ordre, vielleicht mal, ja, Herr, ich bin aber verständlich, ich habe so viel geschafft, und dann konnte ich mal den Dossier und den also dick. Und da probiert den du eine Einigung zu fallen. Ne? Voilà. Aber wie gesagt, am besten also, es soll ja immer vorbeugen ist besser als heilen. Es soll klar darüber sprechen, was kannst du sagen, was estimiert er. Respektiv, du kannst ja auch am Vierreise Besuch machen. Du kannst auch mal die Dotenaffäre erfahrungsgemäß, gell? Oder du hast 100 Appartements, also nicht, man wisst, werde ich von für alle Affäre 1200 €. Gell? Egal ob und geschildert oder 6, man raussetzen, man da und drum und dran, festen Tarif geht. Der will. Voilà. Wie gesagt, wenn du vom Staat bezahlst, das Assistent judiciaire, da gibt es eine feste Stundensatz. Da verhandelt der Staat schon mal auf den Ja, voilà. Und auch das ist absolut ungerecht, weil eben du schlussendlich Advokaten, die normalerweise mehr heich frohen, so Affären nicht gern haben, weil sie so mal die Kasten mich in der Umstellung mehr teuer, wie sie mal rabbringen. Weil mein Mann ist, dass sie mir teuer, mein Loyer ist mir teuer, etc. Gell? Und die sagen, das ist unrentabel. Ich meine nicht dafür, weil es mir sympathisch passt. Ich meine nicht, weil ich da nach irgendwie so verdiene. Und bei anderen ist es umgedreht, die eventuell auf einem Speicher sitzen und dieselbe Kopie Kollege Kur machen. Und da vom Staat ganz viel zu kriegen. Nee, du hast ja aber auch ein so Affären von irgendein, bist du die große mediale Affäre, wo in ein Riese komme gelost wird, wo ja da wahrscheinlich eine Pflicht Advokat kriegt vom Staat. Du hast ja auch ein so Advokaten, die arrangiert für die Affäre zu wollen, für mehr an Medien zu kommen. Die akzeptieren das schon vom Staat, die Kleinpai für sich selber Reklamen zu machen, wo sie ja nicht dürfen an den Tageszeitung machen. Selbstverständlich, ich meine, dann ist der Revenu auch nicht den finanziellen Revenu, mehr dein Revenu aus der Publizität, die du hast. Ja, das ist ganz klar. Boah, und da muss ich noch so, ich weiß nicht, wie du heute ist, also ich weiß die Zeit, wo ich Stagiaire war, waren eben ganz viele Stagiären, die Kommission d'Office gemacht haben, weil sie mehr Zeit haben. Weil sie mehr disponibel sind und natürlich mehr interessiert sind und so Affären wie etabliert Advokat. Also in amerikanischen Filmen sind Leute nicht froh, man Pflicht verteidigen. Ja. Das war Kast nicht, wie nicht Kast, das nicht. Ja. Das heißt, wenn ich aber lo, man kann leisten, ich will Reue oder den oder den. Das heißt, da muss den aber nicht unbedingt kommen. Oder sieht der Staat, doch Menschen, den hätte ich gerne, keine Suche, du musst gehen. Nee, muss nicht. Mehr, du kannst froh, den an den Advokat zu kriegen, aber an den Advokat akzeptiert, dann das schafft er für dich. Ja. Früher bei der Kommission d'Office keine etwas Interessantes gesagt. Das, wenn du mit einem Urgestein vom Monde Judiciaire sprichst. Schau mal, ne? Effektiv war es früher war alles besser. Nee, früher warst du einfach als Pflichtverteidiger genannt gehen, und da wird die verdammte Pflicht dazu machen, und du hast nichts dafür gekriegt. Dacht Stagiaire-Kruten vom Staat eine kleine monatliche Indemnität, mir alle Monate dieselbe. An der Konterpartie haben sie die Kommission d'Office gemacht. Und das System war viel, viel besser. Weil du hast das nicht rausgesicht, die Leute konnten sich auch nach Verkot nicht raus, ich habe es nicht genannt. Das war dem sich verdammte Pflicht dazu machen. Und halt mal den Assistent judiciaire, das ist eine Industrie, das ist ein richtiges Problem. Also, da gibt Suchen insgesamt, gehen da Suchen Verschwendung, da steht ganz viel Suchen aus, für nicht unbedingt das zu erreichen, was du willst. An einen anderen Punkt, was die Leute oft vergessen, ist, wenn ich zu Suchen komme, dann muss ich meinen Advokat aber bezahlen. Gell, das ist du so eine Schädung. Du hast halt vom Haus zu gut, du hast es für dir gesagt, du bist schlecht tun, du kannst den Lo-Abonnement keinen Advokat lesen, du kriegst über das Assistent judiciaire dann eben bezahlt vom Staat. Mit den darf du den Teil kriegst vom Haus, möchte den das Rechnung. Und das ist mir, dann hätte ich mir ja egal, so können den rausischen, den ich wollte. Oder ich hätte hier Talschen gelost vom Haus. Ja, nee, das wie ein Haus, das war da wie ein Advokat. Ja, das war nicht, auch das ist eine falsche Vorstellung aus den Filmen. Natürlich wird honorieren auch etwas mit Enjeux zu dienen. Ich meine, das muss ich freier Frank so, du fräsen anderen Honorär,
wann ich da lo 1 Million andreiben, die du klar. engem lichten ich gelehnt hues von ich der mé honoriere, wie wann ich da 100.000 andreiben, obwohl még Äbeg schlussendlich so exakt dieselbe ist das schüss die eng null méi an der Käit mit den Enjeu spielt schon eng Rolle. Gut, man Tour gemerkt. Ich hoffe, dass wir euch konnten helfen. Und wir hören uns dann anderem zurück, wenn nächstes Jahr hecht von Fall zu Fall.